Und der Herr sprach zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Und er sagte: Ich weiß nicht. Bin ich meines Bruders Hüter? Nachzulesen im 1. Mose 4, Vers 9. Und wir wissen alle, dass der Kain ein fürchterlicher Heuchler ist. Weil der Bruder hat er gerade vorher erschlagen. Als ob Gott das nicht wüsste, probiert der Kain hier so eine Nebelpetarde rauszuwerfen. Ja, ich kann nichts dafür. Wie soll ich wissen, was mit meinem Bruder ist? Er ist ja selber gross. Bin ich meines Bruders Hüter? Eine Frage, die ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte mit Gott schon gestellt wurde. Und eine Frage, die wir uns über das Alte und Neue Testament hinweg bis in die heutigen Tage stellen. Eine Frage, die auch mich beschäftigt, hier in diesem Raum, in unserer Gemeinschaft, in unserer Kirche. Bin ich denn verantwortlich für das, was rechts und links von mir gemacht wird? Diese Frage stellen wir uns heute und nächste Woche und ebenso am kommenden Mittwoch bei diesem Themenabend. Wir wollen uns ernsthaft die Frage stellen, was kümmert es mich? Oder was sollte es mich kümmern, was rechts und links von mir läuft? Heute mit dem Schwerpunkt, was geht mir dein Leben an? Oder anders gefragt, darf ich in dein Leben reden? Oder noch kritischer gefragt, was, wenn du Sünde machst? Wenn du Mist baust? Ganz viele andere Worte. Was geht mir das an? Und es ist ein spannendes Thema und ich freue mich drauf. Und wir werden voll in die Bibel eintauchen. Weil die Bibel hat so viel zu sagen dazu. Und das, was die Bibel zu sagen hat, macht nochmal ganz neue Welten auf. Und darum gehen wir direkt rein in den biblischen Weg, wie ich es genannt habe. Was wollen wir denn sonst als Kirche, wenn wir so eine wichtige Frage haben? Was geht mir dein Leben an? Ja, da kann ich eine persönliche Einschätzung machen, je nachdem, was ich so gerne habe, was mir wo ist. Die Bibel gibt da ein bisschen einen objektiveren Weg. Und Jesus hat schon dort mal, da jetzt eine Kirche, so wie wir es heute kennen, noch nicht gegeben, wo Jesus noch unterwegs war. Aber er hat schon gewusst, was ungefähr so wird kommen. Und er hat seine Jünger zusammengenommen und sie geschult, würde man heute sagen. Wie das dann mal könnte funktionieren. Was es dann mal könnte wichtig werden. Wenn er dann mal gegangen ist, sie noch allein da sind und irgendwie das müssen handeln, oder? Mit dieser Kirche. Und das ganze Kapitel 18 vom Matthäus-Evangelium dreht sich um die Frage, ist so eine Rede oder verschiedene Reden, wo Jesus den Jüngern, nicht allen, sondern den Jüngern eine Schulung gibt, wie das wird aussehen. Da geht es um verschiedene Sachen, wie zum Beispiel die uneingeschränkte Bereitschaft zur Vergebung. Das ist locker, das brauchen wir heute nicht anzuschauen, oder? Oder dass Gott andere Maßstäbe hat. Und das wissen wir. So vieles wissen wir schon. So vieles ist immer noch herausfordernd. Haltet euch als Gute, ist auch so eine Aussage, oder? Ja. Jesus sucht die Verlorenen. Und eben das Thema von heute, was machen, wenn jemand sündigt? Was für eine Frage. Ich lese vor aus Matthäus 18, Vers 15 bis 17. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter 4 Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder 2 anderen nochmal zu ihm. Denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von 2 oder 3 Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Ich kann gut verstehen, wenn die Nackenhaare ein bisschen zu Berg stehen. Das gibt es manchmal, oder? Was hier beschrieben wird, ist eigentlich ein seelsorglicher Prozess. Wir kommen nachher noch drauf. Es ist ein bisschen schwierig einzuordnen, ich weiss es. Aber es ist eigentlich ein faires Verfahren. Aber man muss ein bisschen genauer heranschauen, um das herauszufinden. Man muss vielleicht auch ein bisschen schauen, was ist die Stimmung hinter dem Ganzen. Nicht nur das Verfahren,
sondern was ist die Stimmung hinter dem Ganzen? Was möchte Jesus sagen mit dem? Und das werden wir heute zusammen machen, auch wenn es ein schwieriger Bibeltext ist. Er lädt ein, um irgendwie zu sagen, oh, wir müssen ab jetzt nur noch das und so ist richtig und wir gehen mit voller Härte rein, weil hier in der Bibel steht. Und vielleicht denken es die einen hier noch, denken, wir müssen es endlich mal, oder? Und auf der anderen Seite haben wir Leute, die jetzt vielleicht am liebsten rausgelaufen wären. Weil sie schon Erfahrungen gemacht haben von so Gerichtsprozessen innerhalb von Kirchen, die gemacht wurden aufgrund von so einem Vers, wo man mit voller Härte durchgegriffen worden ist und Leute verletzt wurden. Der Bibeltext, den gibt es schon ein Zeitchen und er ist schon etwa mal angewendet worden. Und ich weiss, dass da verschiedene Sachen aufkommen bei so einem Bibeltext. Und auch die Ausleger vom letzten und diesem Jahrhundert waren zum Teil überfordert gewesen. Und gesagt, ja, was sollen wir mit dem? Wir wissen nicht so genau. Und haben das zum Teil sogar offen zugegeben, was vielleicht gar nicht unbedingt die Norm ist. Trotzdem, wenn wir uns an den Text machen, ihn anschauen, fragend, Jesus, was möchtest du uns sagen? Ein bisschen auf die Seite schieben, was uns jetzt vielleicht gerade irgendwie in den Sinn gekommen ist, und mal genauer heranschauen, was bedeutet das möglicherweise auch in unserer Runde. Also wir gehen nochmal durch. Ein bisschen langsam. Wir haben ein paar Sachen angestrichen, dass wir folgen können, wo wir sind. Zuerst der Bruder. Die Schwestern unter uns, die jetzt friedlich hintergelehnt sind und denken, ja cool, sie machen ja Fragen auch. Der Bruder ist das Gemeindemitglied und das sind alle gemeint. Es ist noch eine andere Sprache, heute würde man es vielleicht anders sagen. Wir sagen Bruder und Schwester, es steht Bruder, aber gemeint ist jedes von uns, jedes Gemeindemitglied. Was cool ist, dann hocken wir auch im gleichen Boot, oder? Offenbar geht Jesus davon aus, das können wir in diesem Text lesen, dass auch in dieser Kirche, wo wird entstehen, nachdem er weg ist, auch Sünde vorhanden ist, vorkommt. Also, das können wir bestätigen, oder? Sünde in diesem Moment meint Zielverfehlung. Und man merkt auch bei der Gewichtung von diesem Text, es ist nicht einfach, oder jemand ist bei Rot noch über die Straße gelaufen, nur so schnell, oder? Sondern es geht wirklich um eine Zielverfehlung, ums vom Weg abkommen. Oder sichtbar gegen Gott sich stellen. Also das ist etwas Grundlegendes. Und wenn wir merken, dass ein Bruder oder eine Schwester von uns vom Weg abkommt, das ist das geflügelte Wort, das kennen wir, aber irgendwie merken, da ist irgendetwas, das stimmt nicht mehr, dann sind wir aufgerufen, zuerst das Zweigespräch zu suchen. Mit welchem Zweck? Ihn zur Rede stellen, ihn zurechtzuweisen und zu sagen, du bist falsch, du hör dich auf und so weiter. Was steht da? Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Ein seelsorgerliches Gespräch mit dem Ziel, die Person zurückzugewinnen. Möglicherweise sollte man dann nicht reinschlagen, sondern ein bisschen anders vorgehen. Wichtig ist der seelsorgerliche Rahmen, ein Zweiergespräch, vertraute Menschen mit dem Versuch und der Hoffnung, jemanden zurückzugewinnen. Wenn das nicht reicht, wenn das nicht geht, dann soll man jemanden oder zwei dazu nehmen. Dort ist es sicher gut, wenn man das Verhältnis ein bisschen anschaut. Jemand, der vertraut ist, oder vielleicht noch jemand Zweites. Es gibt vielleicht ein bisschen mehr Gewicht, vielleicht ist die Objektivität ein bisschen besser gewährt. 2, 3 Leute, die mitdenken, es kann helfen. Es ist aber immer noch im vertrauten Rahmen. Die 2, 3 Leute, die gehen zu ihm. In die Stube oder so. Wenn das nicht geht, dann kommt quasi die grösste Stufe. Ich glaube, wir warten schnell einen Moment. Wir waren bei der zweiten Stufe. Wir sind mehrere Leute bei dieser Person und probieren, die Person zurückzugewinnen. Und wenn das nicht geht, sollen wir zusammen von der Gemeinde gehen. Und die Gemeinde meint nicht Parkarena-Bühne. Was für eine Vorstellung. Da passt etwas nicht, dann findet man den Weg nicht und dann muss man da auf der Bühne das bekennen, oder? Die Gemeinde ist ein kleiner Rahmen, auch ein vertrauter Rahmen, ein familiärer Rahmen. Vielleicht am Menschen mit unseren Small Groups zu vergleichen. Wo man einander vertraut, wo man einander kennt, wo man keine Angst hat voreinander, wo man ehrlich reden kann, ehrlich heranschauen kann. Und dann
ist immer noch die Option, dass man sich nicht einig wird. Und dann kommt hier der krasse Satz, der heisst, dann soll die Person sein wie ein gottloser Mensch in deinen Augen. Wie ein Zöllner oder wie ein Heid. Und jetzt denkt man, wow, das ist ja mega krass. Ja, aber stell dir jetzt mal vor, die Person hat sich entschieden, einen anderen Weg zu wählen. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, wir haben es probiert, wir wollen zurückgewinnen. Aber du willst offenbar einen anderen Weg gehen. Und wenn man dann sagt, gottlos oder Zöllner oder Heid, meint das nicht ein Urteil sprechen, du bist für immer verloren oder was auch immer, sondern es meint, das so zu respektieren. Und das ist bitter. Aber wenn wir schauen, wie Jesus mit Zöllner und Heiden umgegangen ist, dann wissen wir auch, was wir nachher heute tun. Er hat die geliebt, er ist zu ihnen heimgegangen. Seine Liebe hat weitergesucht, hat weiter probiert, die Menschen zurückzugewinnen. Er hat nicht einfach aufgegeben. Er hat anerkannt, dass es momentan nicht klappt. Und wenn da heisst, wie Zöllner und Heiden, dann heisst es, momentan klappt es nicht. Wir haben sie nicht zurückgewinnen, die Person. Aber es ist noch nicht fertig. Wir hoffen weiter. Bin ich jetzt der Hüter von meinem Bruder? Es kristallisieren sich einige Schwerpunkte heraus und wir gehen noch mal ein bisschen durch. Ich probiere noch mal ein bisschen zusammenzufassen. Und die jetzt nicht immer ganz folgen können, das verstehe ich. Ich war selber auch eher ein bisschen am Suchen gewesen. Aber wir kommen jetzt zu diesen paar Sachen, die aus diesem Text heraus klar werden. Und wir verlieren dort ein bisschen Strukturen. So erste Stufe, zweite Stufe, wir haben das mega gerne, oder? Die Strukturen, das hilft uns, an dem können wir uns festhalten. Ich glaube, es ist schon gut. Ich würde ja nicht wegreden und klein reden, aber ich möchte gerne ein bisschen den Blick hinten dran herhaben und schauen, ja, warum passieren diese Sachen, aus welchem Grund. Bin ich also der Hüter von meinem Bruder? Ich glaube, die Antwort können wir vorwegnehmen. Ja. Ja. Der Adolf Schlatter war ein Theologe, der im letzten Jahrhundert gestorben ist, ein Schweizer. Und er hat es so zusammengefasst, bezogen auf diese Bibelstelle. Die Christen sollen gemeinsam die Sünde aus ihrem Leben entfernen. Nur soweit, als dies geschieht, ist Kirche unter uns. Es ist ein bisschen altdeutsch, aber es stimmt eigentlich, es trifft den Nagel nicht schlecht auf den Kopf. Wir sind ja eine Gemeinschaft, die das Ziel hat. Wir wünschen uns, dass Sünde so wenig wie möglich Raum einnimmt in unserer Mitte. Das ist eines von unseren Zielen. Zusammen sind wir an dem dran. Jüngerschaft, Nachfolge nennen wir es. Also wie kann ich dann einfach zuschauen, wenn es rundum tätscht und macht und tut und einfach so, ich habe es nicht gesehen, selber verantwortlich. Nein, es geht uns etwas an. Wir sind zusammen, haben wir uns im gleichen Ziel verschrieben. Und in diesem Sinn sind wir die Hüter von unseren Brüdern und Schwestern. Wie weit es geht und wo es aufhört, auf diesen Weg machen wir jetzt uns, um das ein bisschen zu entdecken. Zuerst kann man sagen, es geht um grundsätzlich. Ich habe es vorher schon ein bisschen angetönt. Es geht um grundsätzliche Themen. Wenn man sieht, was die Konsequenz ist nach diesem Prozess, wenn man sagt, man schaut nachher jemanden an, der nicht mehr als Christ an, würde man es heute sagen, dann merken wir, es ist existenziell. Aber es ist nicht die rote Ampel, sondern es ist grösser. Es sind grosse Fragen. Und ich kann euch sagen, es fühlt sich nicht gut an. Die einen kennen das, mit Menschen zu reden, wo man merkt, der Glaube ist für sie nicht mehr wert. Gott kennen sie nicht oder nicht mehr. Das sind nicht leichtfertige Fragen, das sind nicht so Bagatellen. Und in diesem Text geht es genau um die grossen Sachen. Man merkt, da ist vieles auf dem Spiel. Und es lässt am Schluss die Möglichkeit offen, dass man es nicht zurückgewinnen kann. Dass man das Spiel für einen Moment verliert. Und das ist traurig. Das ist aber auch normal. Das gehört dazu. Und die Liebe von Jesus hört nicht auf, weiter zu versuchen. Also es ist eben Sünde, Zielverfehlung, vom Weg abkommen, sind die grossen Bögen, die hier der Text macht. Es lohnt sich wahrscheinlich nicht, diesen Prozess bis auf die Tutti durchzugehen, wenn jemand einfach irgendetwas gemacht hat, und mir jetzt nicht in so einen Kram passt. Dann reden wir vielleicht von einem guten Gespräch, Versöhnung oder was auch immer dran ist. Aber hier redet er von den grundsätzlichen Sachen. Und nicht jedes Thema ist so grundsätzlich.
Und wir müssen herausfinden, was ist denn so grundsätzlich? Dass wir wirklich merken, jetzt geht es darum, ob jemand noch Christ ist weiterhin oder nicht. Nebst dem, dass ich das ja gar nicht beurteilen sollte, das ist ja noch ein anderes Thema, kann ich aber die Person trotzdem begleiten. Ich merke aber vielleicht auch im Gespräch, es ist gar nicht so grundsätzlich. Wir sehen es einfach anders. Vielleicht sind es Sachen, die ich aus der Bibel heraus so nehme und er oder sie so. Und wir merken, wir kommen zu einem anderen Schluss. Aber das Grundsätzliche, da sind wir uns immer noch einig. Wir folgen dem Jesus nach. Und dann müssen wir vielleicht nicht die Person zurückgewinnen, sondern das Grundsätzliche zurückgewinnen und merken, eigentlich sehen wir es gleich. Und dann muss es nicht ihre Trennung enden. Es ist nicht jede Tat oder jedes Vergehen in unseren Augen muss konsequenterweise an diesem Ort enden. Entweder sehen wir es wieder gleich oder es ist alles auseinander. Aber ja, der Text bringt so die krassest mögliche Story und unten dran gibt es viele, viele Nuancen. Und ich möchte es dort mit dem Augustinus Aurelius zusammenfassen. Der ist ein bisschen älter als wir, der ist 354 auf die Welt gekommen. Und er sagt, so ein Kirchenvater, oder, der etwas entdeckt hat, und er sagt, im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem Liebe. Es bringt es mega schön auf den Punkt. Im Grundsätzlichen, im Wesentlichen müssen wir um die Einheit ringen. Und auf das fokussiert der Text. Im Zweifelhaften, das ist ein komisches Wort für uns, sagen wir, in dem, wo wir uns nicht ganz so einig sind oder dem, was vielleicht auch nicht gleich wichtig ist, Freiheit und in allem die Liebe. Es lohnt sich nicht immer, mit Biegen und Brechen seine Wahrheit durchzubringen. Manchmal ist es extrem wichtig und grundsätzlich. Manchmal ist es aber einfach auch wichtig, das Gegenüber zu verstehen. Dann haben wir zwei treibende Kräfte hinter diesem Text. Es ist so wie, sie werden zwar nicht genannt, aber es ist so wie die Energie hinter dem Ganzen. Warum sollte das passieren, wie es hier beschrieben ist? Es ist Nächstenliebe und Wahrheit. Man merkt, dass der Prozess von diesen zwei Kräften angetrieben ist. Zuerst die Liebe. Nur die Liebe zählt, könnte man sagen, oder? Fokus auf die Liebe, das haben wir gern, das kennen wir. Nächstenliebe ist ja mit der Gottesliebe das Wichtigste. Das haben wir im Moment gerade aktuell in unserem Jahresthema. Das wichtigste Gebot. Also wir sehen hier, in diesem Text, es ist von Liebe getrieben, aber wir sehen aus der ganzen Bibel, Liebe ist das Wichtigste. Nächstenliebe ist das Wichtigste, zusammen mit der Gottesliebe. Also wir können es nicht einfach ausblenden. Und das überstrahlt alles. Und es ist die Suche nach einer Lösung, der Versuch zurückzugewinnen, der von dieser Liebe motiviert ist. Ein geliebter Mensch lassen wir nicht einfach gehen. Jesus zeigt es uns ja vor. Nach einem verlorenen Schaf geht er suchen, wo es das Einzige ist. Er geht ihm nachher. Die suchende Liebe von Jesus ist die treibende Kraft, auch hinter solchen Sachen. Die Liebe, man könnte fast sagen, nötigt uns, den Menschen nachzugehen und alles dafür zu geben, sie zurückzugewinnen für unseren Jesus. Die zweite Kraft, die zieht, ist die Wahrheit. Das ist auch eine starke Kraft. Auch hier kommt sie nicht direkt vor. Aber warum sollte man dort zu einem Bruder gehen und mit ihm über Sachen diskutieren, die man anders sieht? Ja, weil man möchte an der Wahrheit festhalten. Die Wahrheit zieht ebenfalls. Und wenn man noch einmal sieht, dass die Wahrheit aus unserer Sicht mit den Füßen treten wird, dann müssen wir etwas machen, weil es tut uns weh. Und wir stehen die Wahrheit ein. Und das ist wichtig. Weil Jesus selber ist die Wahrheit. Er stellt sich uns das vor. Also Wahrheit ist nicht, ja, wenn wir dann noch Zeit haben. Wahrheit ist wichtig. Wahrheit ist aber auch kompliziert, weil Wahrheit finden wir bei Jesus und nicht im Regelbuch. Und Wahrheit hat auch mit unserer Erkenntnis zu tun. Was sehe ich denn? Was nehme ich wahr als Wahrheit? Gerade bei Themen, die vielleicht eben nicht so absolut und klar sind. Und dort tut es gut, wenn wir im Hinterkopf behalten, dass unser Wissen immer auch ein Stück Werk ist. Steht hier in der Bibel, im 1. Korinther. Wir heißen vielleicht mit kleinen Löffeln gefressen, aber sicher nicht mit der grossen Kelle. Müssen wir uns bewusst sein. Und jetzt sieht es manchmal so aus, als würde zwischen Wahrheit und Nächstenliebe, oder?
so einen Kampf ein bisschen toben. Also in diesen Gesprächen, die ich in den letzten paar Jahren geführt habe, wo es so ein bisschen um die Themen geht, ja, sollen wir jetzt etwas sagen oder nicht und wie gehen wir jetzt mit dem um, dann merkst du so, Nächstenliebe und Wahrheit stehen echt manchmal ein bisschen im Clinch. Und es wird dann manchmal argumentiert mit, nein, wir sagen nichts, auch wenn es richtig wäre, aber das zeugt nicht von Liebe. Und es droht alles ein bisschen zu verwischen. Und dieser sagt, wir müssen klar rein. Das ist das Einzige, weil die Wahrheit ist das Wichtigste. Und beide sagen, es ist das Wichtigste und am Schluss, glaube ich, landen wir nicht an einem guten Ort, weil der Streit wird nicht hören. Und die einen werfen den anderen vor und die anderen werfen den einen vor. Zu verwaschen, zu gesetzlich. Und wir kennen auch die verschiedenen Nuancen. Und es ist wirklich fast so, als wäre der Text widersprüchlich. Als würden sich so zwei treibende Kräfte bekämpfen. Ich glaube, das wäre eine krasse, falsche Auslegung, wo wir manchmal so ein bisschen aus dem Bauch heraus dazukommen. Ich glaube, der Text erzählt von etwas anderem. Nicht davon, dass sich die zwei bekämpfen. Nicht davon, dass man sich entscheiden muss für die Wahrheit und noch ein bisschen Nächstenliebe oder umgekehrt. Ich glaube, der Text lädt uns ein, die zwei vermeintlichen Pole zusammenzuführen. Wie so ein Magnet, die nicht abstoßen, sondern wenn sie richtig haben, ziehen sie sich zusammen. Weil ich glaube, das Geheimnis ist in dem. Die zwei zusammen sind ein unglaubliches Team. Die zwei Kräfte müssen sich umarmen. Und bei Jesus sehen wir immer wieder, dass Jesus beides war. Grenzenlos, liebend. Grenzenlos, liebend. Aber schonungslos, ehrlich. Auch wenn es wehgetan hat, auch wenn er die Leute vor den Kopf gestossen hat. Immer mit dem Ziel, die Menschen zu gewinnen. Und Jesus hat harte Gespräche geführt. Die Menschen waren beleidigt, weil sie die Wahrheit gleich nicht hören wollten. Aber Jesus hat sich immer an beides gehalten. Und das Krasse ist, man sieht, auch Jesus hat nicht alle gewinnen können. Sonst wäre die Geschichte nicht so ausgegangen, wie sie ist. Auch Jesus hat nicht alle gewinnen können, hat die Leute freilassen. Und ist weiterhin dran, mit seiner Liebe und seiner Wahrheit uns alle zu gewinnen. Also Liebe und Wahrheit als Team, das klingt cool, oder? Und ich glaube, das ist das, was wir müssen oder dürfen in den Fokus nehmen. Ich muss mir da immer wieder überlegen, ja, auf welcher Seite stehe ich eher? Und irgendwie mich probieren, in die Mitte zu setzen und beides an mich herzuziehen. Und zum Schluss habe ich so eine kleine Wahrheitsprüfung, die ich euch mitgeben möchte. Ich habe nämlich das Gefühl, Liebe und Wahrheit, die arbeiten nicht nur mega gut zusammen, sondern man kann sie auch gegenseitig brauchen, um zu schauen, wie ist es denn mit dem anderen Thema? Ist es denn noch ausgewogen? Weil sie sind beide ein Stückchen entlarvend. Und sie helfen uns, wenn wir auf die eine oder auf die andere Seite drohen zu kippen. Zuerst vielleicht noch ganz einen kleinen Einschub. Ich rede hier nicht einfach zu den Small Group Leiterinnen und Small Group Leitern, die das müssen organisieren, ihre Small Group, oder? Sondern die Brüder und die Schwestern, das sind wir alle. Das ist mir noch wichtig, das ist nicht eine Verantwortung, die wir abgeben können. Sondern Leute in unserem Vertrauenskreis haben wir alle und sind wir alle. Und die Aufgabe ist an uns alle delegiert. Also wie können wir konkret reagieren, wenn mir das Verhalten vom Gegenüber, von einem guten Freund von mir oder Brüder irritiert? Wenn meine Brüder sündigen, so wie es die Bibel sagt. Die Wahrheit prüft die Liebe. Mit der Wahrheit kann man seine Liebe überprüfen. Wie machen wir das? Kannst du die Wahrheit ehrlich aussprechen? Oder nicht? Hindert dich etwas, einer Person, die dir nachsteht, die Wahrheit zu sagen? Bei Wahrheit müssen wir immer im Kopf haben, Stückwerk und so weiter. Nicht BAM, sondern das, was du merkst, das treibt dich um. Du merkst, irgendwas stimmt etwas nicht. Kannst du es ansprechen? Nächstenliebe bringt uns dazu, Sachen anzusprechen. Weil wir
meinen Brüdern, meine Schwestern nicht egal ist. Wenn du es nicht kannst, dann führst du dich zurück zu dieser Frage. Und so überprüft die Wahrheit unsere Liebe. Wie steht es um unsere Liebe? Ist mir die Person tatsächlich zu wenig wichtig, als dass ich etwas aussprechen könnte? Es zeugt von echter Liebe, wenn man Sachen aussprechen kann. Und so kann man die Wahrheit nehmen, die uns vielleicht manchmal drückt, wo es eine von diesen Energien drin ist und merkst, da ist irgendetwas nicht gut. Und sich selber überprüfen, kann ich es ansprechen? Weil die Wahrheit stellt unsere Liebe auf die Probe. Und gerade Menschen, die vielleicht eher ein bisschen lang warten, eher auf der Seite sind und sagen, das kommt ja schon gut, das ist nicht meine Verantwortung. Zeugt die Reaktion wirklich von Nächstenliebe? Oder braucht es vielleicht mehr als nur Komplimente und ein paar gute Ratschläge? Umgekehrt funktioniert es auch. Ich habe es ein bisschen anders genannt. Liebe zähmt die Wahrheit. Nicht zähmen wie ein Tier im Zoo, das so ein bisschen apathisch seine Runde dreht, sondern es behaltet sie in einem guten Rahmen. Liebe ist ein Gespräch durch Liebe, motiviert durch Nächstenliebe, motiviert kann es gewinnend sein. Wir haben es von dem schon gehabt. Und die Wahrheit wird nicht drückend oder zerstörend. Aber wenn sie noch so wahr ist, die Liebe behaltet es im Rahmen. Und die Liebe lässt auch zu, dass wir vielleicht falsch liegen, was tatsächlich vorkommt. Oder dass es nicht so etwas wahnsinnig Krasses ist, wo wir da auch darauf ansprechen, sondern vielleicht etwas ist, wo wir das Gegenüber müssen verstehen müssen. Uns vielleicht nicht einig werden, aber trotzdem weitergehen können. Die Liebe macht genau das möglich. Und die Liebe verhindert Rechthaberei. Ein Ansprechen aus Neid, aus Angst, aus Zorn, aus welchem Grund auch immer, sondern es prüft unser Motiv, warum wir das Gespräch suchen. Und gerade Menschen, die vielleicht ein bisschen schnell im Konfrontieren sind, im Sagen, wer alles, wie und wo, tun gut daran, wenn sie sich fragen, ist es das wirklich, will ich die Personen so gern haben? Oder geht es mir schon so lange auf den Wecker, dass sie endlich, oder die kennen da die Reaktionen. Liebe zähmt die Wahrheit oder bringt sie in den richtigen Rahmen. Liebe kann auch loslassen, und wir sind am Schluss. Liebe kann loslassen, weil Liebe hat auch Hoffnung, dass es nochmal eine Chance gibt. Wir können das nachlesen in diesen Versen. Es ist noch nicht vorbei, auch wenn wir momentan nichts mehr machen können. Notfalls lässt die Liebe los, lässt die Wahrheit sein und hofft auf Jesus. Die Nächstenliebe steht sicher, dass die Wahrheit nicht zur Rechthaberei wird, sondern die Achtung vom Gegenüber hoch bleibt. Und die Wahrheit wiederum steht sicher, dass die Liebe nicht plötzlich blind macht und die oberflächliche Harmonie sucht. Die zwei Sachen. Ich möchte beten für das. Jesus, ich danke dir, dass wir als Kirche eine Gemeinschaft sind mit einem klaren Ziel, mit einer klaren Richtung. Wir wollen dich suchen, wir wollen dir entgegenkommen, wir wollen uns verändern lassen von dir. Und in diesen grundlegenden Sachen sind wir uns einig. Wir suchen dich, darum sind wir da. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, als Menschen immer wieder aufeinander zuzugehen. Wenn es manchmal schwierig ist, aber auch wenn es schön ist. Dass wir der Wahrheit verpflichtet sind. Gleichzeitig grenzenlose Liebe in unserem Herz dürfen haben, die du uns schenkst. Wir brauchen dich und wir brauchen einander. Und ich segne uns als Gemeinschaft, dass es stattfinden darf. Dass wir der Hüter dürfen sein von unseren Brüdern und Schwestern. Amen.